Unterwegs sein. Das ist unser neues Jahresthema für all die heute ihr Kirchenjahr starten. Herzlich willkommen, einen Weg. Unsere Türen sind immer offen, wir dürfen Mitte Jahr einsteigen. Aber wir sind zusammen unterwegs. Es ist ein Titel und sozusagen 3 Themen aufs Mal. Mir gefällt die Mehrdeutigkeit. Es ist unterwegs. Und es ist sein. Und es ist unterwegs sein. Und ich würde sagen, Sepp ist am nächsten an dem Überthema, das uns ja auch schon mehrere Jahre verfolgt, aber auch, ich würde sagen, das Leben soll verfolgen, nämlich Nachfolge. Nachfolge ist unterwegs sein. Und etwas ist uns ganz wichtig, wenn wir uns jetzt in dieser ersten Serie vom Jahr ein bisschen genauer noch ein bisschen vertieft mit dem mehrdeutigen Titel auseinandersetzen. Es ist ein Spannungsfeld, das Unterwegs und das Sein. Wir verstehen es nicht als ein Mekano oder so eine lineare Kausalität, wie man sagt, von hey, du musst immer zuerst sein und dann kannst du unterwegs und dann musst du schauen, wieder so lange sein, sondern viel mehr als etwas ganzheitliches, etwas, das ineinander einfließt, etwas, das verwoben ist. Und Jesus hat das modelliert in seinem Leben, das Wechselspiel, so ein Gleichklang von Ruhe, Zeiten der Ruhe, vom Sein, vom Gebet, von der Ausrichtung auf Gott. Und dann aber auch wieder Dynamik in Form von Dienst an den Menschen, in Form von Umreisen. Er war ein Wanderprediger. Er war unterwegs. Und in dieser Serie wollen wir fest auch am Vorbild von Jesus uns orientieren. Wir möchten seinem Ruf folgen, so wie er es den Menschen vor 2000 Jahren zugerufen hat. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 11, in dem berühmten Text, wo er sagt, kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos, ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Und dann so eine schöne Übersetzung in dem Text, den ich da gewählt habe, das ist aus der Übersetzung «Das Buch», eher eine neuere Übersetzung, lebt im Einklang mit mir. Mir gefällt das extrem gut. Und lernt von mir. Und dann sagt er dann weiter zwischendurch, wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Und dann geht es weiter, wenn ihr mit mir im Gleichklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Jesus lädt uns ein, mit ihm in Einklang zu kommen. Und das ist eben nicht ein Mekano, das ist ein Lernen von ihm. Es ist ein Unterwegssein mit ihm in dem Wechselspiel, im Sein und im Unterwegsgehen. Und das möchten wir machen und die Serie ist auch ein bisschen so aufbauen. Das heisst nämlich, wir laden euch jetzt ein, ab heute in dieser Reise, in dem Wechselspiel, in dem Einklang, Gleichklang mit Jesus, wo wir werden so durch die verschiedenen Aspekte uns durchhangeln. Wir werden heute eintauchen in den Aspekt vom Sein, das erste Mal. Und dann werden wir nächste Woche ins Unterwegs gehen und dann wieder ins Sein und dann wieder ins Unterwegs. Und immer so mit dem Auge auf Jesus, auf die ersten Nachfolger, wie haben sie das gelebt? Und es klingt vielleicht ein bisschen paradox für euch auch. Das Sein ist ja, das bedeutet auch zu verweilen, es bedeutet zur Ruhe zu kommen, irgendwo anzukommen, stehen zu bleiben. Und es ist trotzdem ein wichtiger Teil der Nachfolge, wo wir natürlich sehr schnell mit Bewegung verbinden. Gerade in der schnelllebigen Zeit, wo wir drin leben, ist es auch sicher eine besondere Herausforderung, dieser Aspekt. Es ist ein Gegensatz zu vielem, was die Welt von uns fordert. Auch vieles Tolles, muss ich ganz ehrlich sein. Ich habe meistens zu wenig Zeit und zu viele Sachen, die ich noch gerne würde. Vielleicht geht es dir gleich. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, gibt es so Momente in unserem Leben, wo wir einfach mal nichts machen? Gar nichts. Und ich wage es ehrlich gesagt nicht, jetzt die Frage zu stellen, wer von euch alles sein Handy mit auf dem WC dabei hat. Wir werden uns heute das erste Mal um das Sein drehen, uns ein paar Gedanken dazu machen. In meinem Leben
Mein Radius hat sich in den letzten paar Jahren eher ein bisschen verkleinert vom Leben. Ich reise sehr gern und auch da gibt es noch sehr viel, was ich gerne machen würde. Und Zeit habe ich nämlich nicht und das Geld langt nicht für alles. Und das ist so ein bisschen, wie es halt ist. Das geht dir sicher gleich. Und so in den letzten Jahren mit Familie, Kind verkleinert sich der Radius ein bisschen. Und wir haben so ein bisschen die Weisheit, die Globine uns in ihrem Hörspiel mitteilt, uns auch zu eigen gemacht. Die Hei ist doch einfach immer noch am schönsten. Ja, was ist denn mit dem Dihei? Ich muss sagen, wir sind auch gerne Dihei. Wir lernen auch das zu schätzen. Es ist schön und man macht es sich gemütlich. Der Begriff vom Dihei hat viel mit dem Sein zu tun. Wir werden den heute ein bisschen betrachten. Was hat es mit der Heimat auf sich? Heimat hat ganz viele Schattierungen. Das zeigt eine Umfrage aus dem Jahr 2018 aus Deutschland, die ich entdeckt habe. Ich habe euch da beigebracht. Man hat Menschen befragt mit unterschiedlichen auch Hintergründen, also Migranten und deutsche Bürger. Was ist Heimat für sie? Und sie haben da so die Top-Antworten, habe ich euch aufgelistet. Heimat ist, wo ich mich geborgen fühle. Das ist top gewesen. Dann, wo meine Familie ist oder meine Partnerin. Der Ort, wo ich jetzt wohne. Wo ich meine Freunde und Bekannte habe. Dann hat es doch einen grossen Teil, der gesagt hat, Angaben von früher, Ort von früher, Erinnerungen von früher. Und es geht dann weiter. Dicht gefolgt kommt das Herkunftsland als Heimat. Dann spannend, Natur empfindet Menschen als Heimat. Und dann noch, auch gerade als nächstes, Nummer 8, der Geruch. Ein Geruch, etwas, was man schmeckt. Das löst ja einem viel aus. Also Heimat hat ganz viele Aspekte und Menschen können auch ganz Unterschiedliches damit verbinden. Und du kannst dir auch mal überlegen, was für dich Heimat ist, von diesen Sachen. Und was wir sicher gemerkt haben, ist, all die Sachen sind wohl eher mit Positivem verbunden. Also Heimat ist bedeutet einen guten Ort, etwas, was einem gut tut. Es ist so ein gutes Gefühl. Jetzt, wenn wir ehrlich sind, das ist bei all diesen Sachen ja nicht der Dauerzustand. Wir alle kennen das Gefühl auch von dem Heimatlossein. Über das redet man viel. Ich würde auf Schweizerdeutsch auch noch einfach so sagen, so, manchmal fühlen wir uns doch einfach ein bisschen fehl am Platz, mit allem, was wir sind. So ein Unwohlsein oder so eine Entfremdung im Allgemeinen, im Leben, in Bezug auf die Umwelt, in Bezug auf meine Mitmenschen, in Beziehungen manchmal, aber manchmal auch in Bezug auf mich selber. So nicht wirklich die Hause sein. Das ist so ein Zustand, den der Mensch kennt, wo man auch viel darüber redet, wo die Soziologie darüber redet, wo ein riesiges Thema ist. Und ich bin auf einen spannenden Zusammenhang gestoßen. Der Hartmut Rosa, für die von euch, die das interessiert, können mal googlen nach ihm. Das ist ein deutscher Soziologe. Der Stimme, die man kennt in der heutigen Zeit. Der hat so eine Theorie erstellt, die sehr spannend ist, die sogenannte Resonanztheorie. Aber er hat ein Buch geschrieben und das handelt von Beschleunigung und Entfremdung. Und er stellt einen Zusammenhang her von dem Tempo, wo wir drin leben in der heutigen Zeit und dem Gefühl, dass der Mensch sich je länger, je mehr heimatlos, entfremdet, fehl am Platz fühlt. Und ich habe dann das mal so ein bisschen noch verfolgt und versucht herauszustellen, ja, wie drückt sich denn das aus in unserem Leben? Und so Sachen wie das zum Ausdruck kommt, dass ich fehl am Platz fühle oder das Gefühl von der Fremde, eben nicht vom Zuhause-sein, kann sein in oberflächlichen Beziehungen, weil wir immer weniger Zeit haben, um sie zu pflegen, in einem ausgefüllten Alltag, der auch sehr optimiert ist. Oberflächliche Beziehungen heissen auch, man fühlt sich vielleicht auch nicht so wahrgenommen, nicht so gehört, nicht so verstanden. Das ist dann ein Gefühl von, ja, irgendwie heimatlos, entfremdet. Dann in Form von einer Leistungserwartung, die auf uns einwirkt, weil wir bei uns in unserer Zeit, in der schnellen Zeit, ist Leistung ein extrem hohes Gut, das führt zu Druck. Und wir definieren uns sehr oft über Leistung. Und die, wo wir dem nicht genügen können, fühlt sich das nicht gut an. Dann reden wir darüber, dass Menschen je länger, je weniger Orte haben in der Natur, wo sie sich irgendwo angekommen fühlen. Und wir alle kennen auch so Momente in der Natur, wo wir das Gefühl haben, jetzt verbindet sich etwas. Jetzt erleben wir den Schöpfer. Jetzt sind wir da an einem Ort, wo uns die Augen aufgehen für etwas. Entfremdung von der Natur ist ein Verlust von Ort, von der Ruhe, gerade in unserer, sage ich, westlichen Gesellschaft.
Dann allgemein in der Hektik und in dieser Schnelllebigkeit, wo vieles eben auch um Arbeit, um Performance, um wirtschaftlichen Fortschritt geht, ist ein Sinnverlust im Leben, wenig Zeit für Muse. All das steckt in dieser Entfremdung, die die Soziologie beschreibt. Natürlich auch soziale Isolation, Einsamkeit, über das haben wir schon viel geredet. Wirkliche Einsamkeit von Menschen, das ist ein riesen Thema. Das ist fehlende Beziehung und das ja in einem Zeitalter, wo wir so vernetzt sind wie noch nie, digital. Das ist ein Paradox. Was ich damit will sagen, ist, das Thema betrifft nicht nur uns als Nachfolgende von Jesus, sondern das ist ein Thema, das die Zeit beschäftigt, das Gefühl vom Fehl am Platz sein, das Gefühl von der Entfremdung, das Gefühl vom nicht daheim sein. All diese Fakten, die ich euch aufgelistet habe, die machen etwas mit dem Heimatgefühl. Das daheim ist am schönsten. Daheim ist doch am schönsten. Das ist irgendwie herausfordernd, erlebbar, manchmal in unserem Alltag. Aber es ist ein Bedürfnis, das Gott in uns angelegt hat. Und wenn wir über den Aspekt vom Sein heute reden, dann geht es unbedingt auch darum zu wissen, wo wir eigentlich daheim sind. Und daheim ist da eben, das ist ein Symbolwort. Ein Gefühl vom Ankommensein. Die Bibel redet sehr viel über das. Nachfolge führt uns nämlich in eine Beheimatung bei Gott. Und einer der schönen Texte, die ich dazu gefunden habe, ist im Psalm 71. Ich habe den Vers 1 und den Vers 3 mir da notiert. Dort heisst es, bei dir, Herr, habe ich Zuflucht gefunden, sagt der Psalmist. Lass mich nie in Schande geraten. Sei du für mich ein Fels oder ein sicheres Zuhause, zu dem ich immer flüchten kann. Also Gott ist der Ort der Heimat, wie der Psalmist das ausdrückt. Er sagt dann, du bist mein Fels und du bist meine Burg. Das bist nur du. Und wenn wir so durch die Bibel gehen, finden wir auch im Neuen Testament Texte, wo das anklingt. Besonders auch bei Jesus. Worte, die er an seine Jünger richtet oder im Gebet an Gott für sie. Und da bin ich im Johannes 17, in dem Abschlussgebet, in dem hohepriesterlichen Gebet von Jesus, auf so Wort gestoßen, wo er sagt, Vater, sie, meine Nachfolgenden, sie stammen nicht aus dieser Welt. So wie ich auch nicht von dieser Welt komme. Also so das Bild auch, das er bedient. Die Heimat von den Nachfolgenden, von den Kindern von Gott, die ist nicht auf dieser Welt. Die ist bei Gott. Oder der Petrus, der das in seinem Brief, Pastoralbrief so prägnant schreibt. Wir sind Gäste und Fremde in dieser Welt. Und was ich dir damit will sagen ist, wenn du manchmal das Gefühl hast, auch von dieser Heimatlosigkeit, von dem Fehl am Platz sein, dann ist das nichts Schräges, nichts Komisches. Nein, die Bibel benennt das auch schon. Es ist ein Ursehnen im Mensch nach dem Ort vom Zuhause-sein, nach dem Ort von der Annahme, nach dem Ort vom Wissen, wer ich bin, vom Geborgensten, was es gibt. Und Nachfolge oder eben unterwegs sein führt uns auch in das Erleben vom Zuhause-sein. Obwohl wir weiterhin in dieser Welt leben. Und so wollen wir uns heute eben besonders von Jesus inspirieren lassen. Wie er das Zuhause in dieser Welt modelliert hat. Heimat hat für Jesus, das ist ein Muster, das uns auffällt, etwas bedeutet auf dieser Welt. Nämlich verbunden sein mit dem Vater. Er hat das immer wieder gesucht. Und ich habe so 2 W-Fragen mir gestellt dann. Wo hat er das gesucht und was hat er genau gesucht? Die eine ist eine rhetorische Frage, die beantwortet sich. Aber bleiben wir mal beim Wo hat er es gesucht. Dort ist so eine wunderbare Anekdote im frühen Leben von Jesus. Jesus als Preteen, die von euch, die so Kinder die haben, die wissen, wie das manchmal so ist mit denen. 12-jährig und man ist als Albani-Fest, als Passafest auf Jerusalem. Das ganze Land ist zusammengekommen für das Fest und Maria und Josef mit ihren Kindern auch, eben auch mit dem Jesus, dem 12-jährigen Preteen. Und ja, man ist damals noch so ein bisschen mehr sippenhaft unterwegs gewesen. Das soll als Entschuldigung gelten für die Eltern, die beim Abreisen nicht nummeriert haben und irgendwie den Jesus vergessen haben, oder? Und so sind sie, es heisst, eine Tagesreise unterwegs gewesen, in diesen Fußnoten, etwa 8 bis 9 Stunden, wo sie gereist sind, wo sie merken, jemand fehlt. Und jetzt hast du dein Kind auch schon mal verloren. Das ist nicht so ein gutes Gefühl.
Und ich nehme an, es war recht hektisch, es wird uns noch kurz darüber berichtet, aber sie haben Hals umkehr gemacht und sind zurückgereist, also wieder eine Tagesreise, ist relativ lang gegangen, und sind den Jesus gesucht. Und dann heisst es dann so ziemlich knapp beschrieben, dass sie ihn dann gefunden haben. Und zwar, wo haben sie ihn gefunden? Er ist gesessen, mitten bei den Gesetzeslehrern im Tempelvorhof, und hat mit ihnen diskutiert. Und ich stelle mir vor, das ist dann ein bisschen abgegangen, so, Jesus, was läuft mit dir? Wir hätten das schon durchzählen und nummerieren, aber du hättest auch schauen können. Und er antwortet ihnen ganz simpel, wisst ihr nicht, dass ich im Haus von meinem Vater muss sein? Und für uns ist es eine komödiante Geschichte, aber es drückt schon sehr viel aus. Und es zeigt, Jesus hat sich gesehen nach dieser Verbundenheit mit dem Vater und in dem Fall hat er sie gesucht am Ort, am heiligen Ort der Juden, auch der Ort, wo man mit der Schrift geschafft hat, sich damit auseinandergesetzt hat, über sie diskutiert hat, mit den heiligen Schriften. Und er hat sich dort drin vertieft. Also am Ort der Schrift, am Ort, und für die Juden ist ja die Schrift ist heilig. Wir sind kürzlich in der Synagoge gewesen, hat die Frau uns wieder erklärt, das Gebäude ist nicht heilig bei den Juden, aber die Schrift, die ist heilig. Die Schrift ist heilig. Dort war Jesus, die Verbundenheit umsuchen. Dann, was war das Ziel von seiner Suche? Ganz einfach, der Vater. Er ist immer wieder zum Vater gegangen. Er hat das ausgedrückt, indem er seinen Nachfolgern gesagt hat, ich kenne den Vater. Und so gilt die Einladung auch uns, den Vater zu suchen. Und dazu hat mich dann ganze berühmte Geschichte, die Geschichte der 2 Söhne, wieder mal ganz besonders inspiriert. Und die Geschichte, die kennen ihr alle. Es war ein Mann, ein reicher Mann, und er hat 2 Söhne gehabt. Und er ist in ein fernes Land gezogen. Und der eine ist in ein fernes Land gezogen. Er hat gesagt, Vater, zahl mir alles aus. Ich muss irgendwie die Welt sehen, ich muss das Leben sehen. Und der andere, der ist daheim geblieben. Das ist ein Kontrast. Ganz kurz erzählt, bald ist es dem, der weggezogen ist, relativ schlecht gegangen. Er hat sein Geld verprasst, liest man. Und er ist da gestanden mit nichts. Er hat dann spannenderweise Halt gesucht. Vielleicht Geborgenheit, Verbundenheit bei einem Bürger von selben Land, wo er sich bewegt hat damals. So wird uns die Geschichte, die Jesus erzählt hat, beschrieben. Er hat die Verbundenheit gesucht. Die Verbundenheit ist nicht sehr weit gekommen. Es ist so weit gekommen, dass er ein bisschen Schwein hüten und mitunter musste die Schoten essen, damit er überhaupt irgendwie noch Nahrung hat. Aber anscheinend hat er das nicht erfüllt. Das ist auch selbstverständlich. Und dann bin ich auf einen Satz in dem Gleichnis gestoßen, den ich noch nie so gelesen habe. Dann heißt es nämlich, im Lukas 15, Vers 17, dann kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen. Und ich bin über das Wort Besinnung gestolpert. Andere Schreibweisen sagen, er kam zu sich selbst. Mich dunkt, das beschreibt uns einen Moment von der Gegenwärtigkeit, bei sich sein. Ein Moment vom Sein. Und das lustigerweise in der Szenerie, es wird nicht so genau beschrieben, aber irgendwo mitten an einem elenden Ort. Also am Ort, wo man sich gar nicht verbunden fühlt. Irgendwo in dem Schweinstall vielleicht. Ein Moment von der Besinnung und von der Ausrichtung. Das kommt ganz klar da raus. Und dann kommt wieder ein Weg ins Unterwegs. Zurück heim. Ich will die Geschichte nicht weiter ausdeuten. Wir wissen dann nachher, wie die weitergeht und dass sie auch steht für die Gnade vom Vater, für die bedingungslose Liebe. Und das geht es mir heute nicht. Das ist der Moment, wo der Sohn sich besinnt. Wo er einen Moment hat von der Ruhe. Mir wird uns nicht gesagt, oder von dem, dass er irgendwie wahrnehmen kann. Hey, da gibt es ja den Ort, wo ich hingehen könnte. Und das mitten in der Fremde. Und dann der Kontrast zu dem anderen Sohn. Weil, wenn wir ja die Geschichte dort dann noch fertig lesen, dann stellen wir fest, der ist daheim geblieben. An dem Ort vom Daheim. Eigentlich könntest du sagen, der war eben in der Heimat gewesen. Aber wenn man dann den Dialog, den er mit dem Vater hat, liest, er ist neidisch, dass der Vater nachher den verlorenen Sohn so umarmt, ist er anscheinend doch nicht verbunden gewesen mit dem Vater. Darum einfach mal so in die Runde, man kann anscheinend auch daheim sein und gleich nicht in dieser Verbundenheit leben. Trotzdem fremd sein vom Herz vom Vater. Und ich weiss nicht, mit welchem du dich besser kannst identifizieren von diesen 2 Söhnen. Mit dem Daheimgebliebenen oder mit dem verreisten Sohn.
Die Geschichte will uns etwas sagen. Heimat finden wir beim Vater. Ein Angenommensein. Ein an den Ort kommen, wo wir unserem Schöpfer begegnen. Er gibt uns Identität, er gibt uns Zuspruch, dass wir angenommen sind. Und manchmal braucht es einen Moment der Besinnung, auch um überhaupt wieder dorthin zu kommen. Und wie bereits erwähnt, finden wir sicher auch dann den Vater, wenn wir uns überlegen, wo finden wir den? Stark in der Schrift. Die Bibel ist die Offenbarung von der Geschichte von Gott und den Menschen. Dort lernen wir ihn kennen. Dort wird uns berichtet auch über Jesus, die grösste Offenbarung von Gott. Jesus Christus, er zeigt uns, wer Gott ist. Er hat von sich selber gesagt, er ist der Weg zum Vater. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Dass niemand zum Vater kommt, außer durch ihn. Und dann, dass wir in seiner Liebe bleiben sollen, also auch in die Beziehung mit dem Christus treten. Und ich will sagen, die Schrift spielt da eine grosse Rolle. Heimat bedeutet verbunden sein mit dem Vater. Das ist mir wichtig. Heimat hat für Jesus das bedeutet. Und er hat das modelliert in seinem Leben. Und er lädt uns ein, dem nachzusinnen und auch das zu modellieren. Ein zweiter Strang, den ich entdeckt habe, ist, Heimat hat bei Jesus auch mit seiner Gemeinschaft von Menschen um sich herum zu tun gehabt. Gemeinschaft mit seinen Freunden. Wir haben die eine Stelle, wo er klar macht, dass seine Nachfolgenden nicht nur seine Schüler sind, sondern dass er sie auch Freunde nennt. Im Johannes 15, Vers 15. Aber eine andere Geschichte hat mich fast noch mehr bewegt. Und zwar ist die vielleicht am herausforderndsten Moment, wo es vom Leben von Jesus berichtet wird. Nämlich, wo Jesus kurz bevor dem Weg ans Kreuz steht, vor der Gefangennahme. Und er zieht sich zurück zum Betten. Und ich habe euch das auch mitgenommen, den Text. Ich will ein bisschen vorher einsteigen, bevor dem, wo ihr da seht. Jesus ist dann an den Ölberg gekommen, an einen Ort, wo Gethsemane genannt wird. Und dort hat er zu ihnen gesagt, zu seinen Jüngern, die dabei waren, setzt euch da und wartet, ich gehe noch ein Stückchen weiter, um zu beten. Da kommt wieder die Verbundenheit zum Vater raus. Und dann heisst es, Petrus jedoch und die beiden, falscher Stift, Söhne des Zebedäus nahm er mit. So ein enger Kreis. Bewusst hat er die mitgenommen. Er hat gesagt, komm mit, ich brauche euch jetzt. Ich brauche euch an meiner Seite. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Und dann das Bedürfnis, das er ausdrückt, bleibt hier und wacht mit mir. Ich brauche euch jetzt. Ich brauche Halt. Ich brauche Verbundenheit. Ich brauche Menschen an der Seite. Das ist mir noch nie so nahe gekommen, auch wie menschlich das auch ist, eben, wie Jesus sich da zeigt. Er hat die Gemeinschaft gebraucht. Und wir wissen alle, leider kommt die Geschichte nicht so gut raus, gell? Sie sind eingeschlafen. Leck mir. Aber es drückt etwas aus von dem Bedürfnis. Und ich finde, es zeigt so ein bisschen beides. Jesus hat Halt bei seinen Gefährten gesucht. Ich glaube, es ist ein Modell, das er uns zeigt, das wichtig ist. Gerade wenn man auch dann versteht, dass wir ja als Christen auch Christus einander verkörpern, füreinander auch sollen das Gesicht sein von Gott oder Körper, Hand und Füße von Gott auf dieser Welt. Und gleichzeitig ja, zeigt es auch die Unvollkommenheit der Menschen. Und dass am Schluss natürlich die wahre Verbundenheit beim Vater ist, bei Gott, aber Begleitung auch in diesen irdischen Momenten extrem wünschenswert ist und wichtig. Heimat bedeutet, auch eine Gemeinschaft um sich zu haben. Menschen, die mit einem gleich ausgerichtet sind in der Nachfolge. Und so ist heute die Frage, die wir uns unter dem Hashtag Sein stellen. Wie steht es um dein Heimatgefühl? Das Gefühl von der Verbundenheit, auch gerade in Bezug auf Gott. Aber auch auf dein ganze Leben. Hey, bist du im Moment am richtigen Platz? Hast du das Gefühl, dass du angekommen bist? Und ich finde es immer toll, wenn du sagst, ja, irgendwie schon, mal, ich bin irgendwie auf Track, das ist super. Vielleicht sagst du aber auch, ja, nein, es fordert mich raus. Und es gibt wirklich die Momente, wo ich mich mehr fremd fühle. In Beziehungen, mit mir selber, in meiner Welt. Und dann möchten wir jetzt noch so ganz ein einfaches Modell anschauen, inspiriert von den ersten Kirchen, von den ersten Nachfolgenden. Ein paar Anstöße, um Verbundenheit mit Gott zu gestalten, um in die Heimat jetzt zu kommen. Um seinen Platz zu finden. Weil sie bedeutet, in dieser Welt zu leben, weiterhin
Es geht nicht darum, sich da wegzubeamen. Mitten im Stress vom Leben, mitten in der Hektik, in der Veränderung, aber trotzdem verwurzelt und verankert. Lernen wir doch von der ersten Kirche. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, wird uns so das Leben der ersten Gläubigen kurz beschrieben. Es heisst, da so gestalteten sie ihren Alltag. Du und ich, wir stehen auch im Alltag. Sie nahmen die Lehre der bevollmächtigten Jesusbotschafter als Maßstab für ihr Leben. Sie teilten ihr Leben miteinander, brachen feierlich das Brot und widmeten sich dem Gebet. Ich möchte zuerst auf den zweiten Teil eingehen. Ich glaube, etwas, was wir da drin entdecken, ist, so da in dieser Klammer zu finden. Sie teilten ihr Leben miteinander, brachen feierlich das Brot und widmeten sich dem Gebet. Wir reden da über das, was Jesus auch gezeigt hat. Eine Weggemeinschaft ist wichtig. Miteinander unterwegs sein. Der Mensch ist für das geschaffen. Besonders auch in dieser Nachfolge, besonders auch im Unterwegssein, heisst es gibt Momente vom Leben miteinander. Das hat auch viel mit Heimat zu tun. Man lebt ja dort, wo man auch daheim ist. Vom Leben miteinander, wo man das Sein miteinander kultiviert. Und das wird da gemacht. Das heisst, sie haben das in einer Praktik gemacht, vom feierliches Brotbrechen. In der Erinnerung an das Passamal, das Jesus mit den Jüngern gefeiert hat. Es ist eine Form von einer geistlichen Praxis, wo sie zusammen Gottesdienst betrieben haben, sich erinnert haben an Christus, sich ausgerichtet haben und zusammen miteinander haben sie gebetet. Somit heisst, das sicher auch für uns, ist das ein Hinweis. Heimat findest du, wenn du dich verwurzeln kannst in einer Weggemeinschaft von Gläubigen. Mit Menschen, die mit dir zusammen sich auf den Christus ausrichten. Miteinander durchs Leben gehen. Auch sie mit anderen Menschen. Sie sind nie ein Ersatz für Gott. Nie. Aber sie sind dazu berufen, die sichtbare Verkörperung von Christus für dich und für mich im Leben zu sein. Und so die Frage, hast du so Menschen in deinem Leben, die mit dir das teilen? Und sicher auch der Hinweis, wir möchten als Kirche ein Ort sein, wo wir so Gemeinschaften auch gestalten oder den Boden geben, dass die entstehen können. Dass Small Groups können zu so Lebensgemeinschaften, Lebensabschnittsgemeinschaften werden. Andere Formen von Gemeinschaften, die wir anbieten. Wir möchten so Begegnungsräume schaffen für das. In christlicher Gemeinschaft sich verwurzeln, ist ein Ansatz, um die Verbundenheit zu gestalten. Ich lade dich ein, dir das zu überlegen, wo du da stehst. Ich meine, nur schon, dass du am Sonntag da kommst, ist das eine Form von dem. Das ist grossartig und das ist hilfreich. Es gibt aber da ganz viele Formen, wie man das auch machen kann. Das Zweite ist, vielleicht suchst du nicht nach einer neuen Gemeinschaft, sondern du hast auch viele gute so Heimatsgemeinschaften. Ich meine, es fängt an bei der Partnerschaft und bei der Familie. Und ich habe mir dann überlegt, hey, wie könnten wir auch das Sein, das gemeinsame Sein vor Gott, noch mal ein bisschen mehr oder bewusster kultivieren? Wäre das eine Möglichkeit, dass du das darstellst in diesen Gemeinschaften, wo du schon hast? Irgendwie Formen vom feierliches Brotbrechen. Es muss ja nicht einfach das Abendmahl sein, es kann auch einfach sein, eine Gebetszeit miteinander, regelmäßige. Und so, zum euch da ein bisschen Anteil geben an unserem Familienleben. Wir haben eigentlich fixe Tagzeiten Gebet, 4-mal. Und zwar singen wir. Wir singen. Singen ist etwas Schönes. Wir singen falsch auch, also bei uns tönt es nicht richtig, aber meine Frau singt am schönsten, muss ich ehrlich sein. Ich treffe es nicht so und die Söhne kommen dann vielleicht eher nach mir. Aber wir singen beim Morgenessen, wir singen beim Mittagessen, wir singen beim Nachtessen, 3 verschiedene Lieder und wir singen vor dem ins Bett gehen. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist doch einfach so Babyritual. Na, schon, ja. Aber weißt du, was ist es auch? Es sind Gebete, die wir singen. Und die können wir bewusst miteinander gestalten. Und das ist eine Form von dem Sein, das wir auch kultivieren. Nicht gesetzlich. Und du bist vielleicht in einer anderen Lebenssituation. Aber ich merke schon, wie so ein Moment, auch gerade in Freundschaften oder in der Partnerschaft, manchmal in den Hintergrund rücken. Und vielleicht ist das ein Anstoß für dich, dir das zu überlegen, wie gestaltest du das? Dann sicher auch sie, das Zweite, sorry. Wir haben sie sich in einer Gemeinschaft verwurzelt und sie in der Gemeinschaft kultivieren. Dann der andere Teil, wo ich darauf eingehe. Sie haben die Lehre von der bevollmächtigten Jesusbotschafter als Maßstab genommen. Sie haben sich auseinandergesetzt mit der Lehre. Mir geht es vor allem auch um die Geschichte von Jesus, wo sich auch mit der Schrift auseinandergesetzt hat.
Es geht um die Lehre. Setzt du dich mit der Bibel auseinander? Die Bibel macht uns mit Gottes Willen bekannt. Sie weist als Gesamtwerk auf Christus hin. Sie zeigt uns den Weg zum Glauben und zum Leben. Und Jesus hat die modelliert. Und die ersten Christen haben sich mit der Schrift beschäftigt. Und in der heutigen Zeit haben wir einen Vorteil von dieser Schnelllebigkeit. Wir haben mega viele Tools, die uns helfen, das zu machen. Es gibt so gute Apps und so gute Hilfen. Es gibt vom Bibellesebund eine Vielfalt an Ressourcen, die dir helfen können, dich mit der Schrift auseinanderzusetzen. Und ich möchte dich fragen, wo hat sie Raum in deinem Leben? Und damit du ermutigt bist, zum Sagen angehen, möchte ich euch ein Tool vorstellen, das ganz simpel ist und ganz gut integrierbar in den Alltag mit irgendwelcher Art von Bibellesehilfe, die du hast, oder Bibelleseplan. Und das richtet sich nach dem englischen Begriff Seife oder eben Soap als Erinnerung. S-O-A-P, ganz ein einfacher Rhythmus, den ich euch gerne kurz vorstellen und euch darauf hinweisen, dass ihr das praktisch mitnehmen könnt, um so einen Moment vom Sein zu gestalten. Es sind so 4 Schritte, angehängt an die Buchstaben. Das S steht für die Schrift. Es geht darum, dass du irgendeinen Text nimmst, einen Bibeltext, vielleicht einen Absatz und dann dir einen Vers daraus nimmst und den aufschreibst, der dich angesprochen hat. Dann kommen wir zum O, dort haben wir vom Englischen ein bisschen es geht schon, aber Observation, das heisst Beobachtung. Du stellst eine Beobachtung fest an dem Text. Was fällt dir an dem Vers auf? Was denkst du, will Gott dir damit sagen? Gibt es einzelne Worte, die für dich herausstechen? Und dann gehst du zum nächsten Schritt und überlegst dir, was hat das mit meinem Leben zu tun? Anwendung. Könnte ich das irgendwie umsetzen? Gibt es Bereiche von meinem Leben, wo dieser Vers anspricht? Gibt es Bereiche, die wachsen durch das? Und dann schliessest mit dem P, im persönlichen Gebet. Und das kann man ganz kurz gestalten. 10 Minuten, würde ich sagen, könnten schon lange. Auf dem QR-Code findest du die etwas detailliertere Beschreibung von diesem Ablauf, auch dass du den für dich heim mitnehmen kannst. Und wir möchten es praktisch werden lassen in diesem Jahr, in dieser Serie, und darum möchten wir das eigentlich gerade miteinander anwenden. Und darum habe ich jetzt schon einen Schritt für euch vorgenommen, nämlich den Schriftschritt. Ich habe einen Vers ausgewählt, den wir heute Morgen miteinander betrachtet haben. Und ich möchte euch einladen, in den nächsten 2 Minuten euch Zeit zu nehmen für die mittleren beiden Schritte. Beobachtung, Observation. Was fällt dir an dem Vers auf? Und dann die Anwendung. Was kannst du in dein Leben mitnehmen? Lies den oberen Vers nochmal durch und lass ihn auf dich wirken. Und dann werde ich schliessen mit einem Gebet. Und ich bin sicher, die Schrift wird reden und Gott wird dir etwas sagen. Ich bete.
Vater im Himmel, danke für die Gemeinschaft von uns allen, wo wir uns auf dich ausrichten. Danke, dass es ein Geschenk ist für uns. Und danke für die Offenbarung von der Bibel, die wir haben, wo du dich uns zeigst dadurch. Das ist ein Geschenk, das wir haben. Und ich danke dir, dass du jetzt auch geredet hast durch den Vers. Dass du Anstöße gegeben hast. Dass du vielleicht auch gerufen hast. Ich danke dir, dass du uns immer wieder einen Moment der Besinnung gibst. Wo wir zu uns selber kommen können. Aber auch vor dir zu uns selber kommen. Wo du uns etwas zeigen kannst. Wo wir etwas über dich entdecken können oder über uns. Wo wir merken können, dass wir angenommen sind bei dir. Und das spreche ich auch gerade aus über diese Menschen, die vielleicht auch merken, hey, mir fehlt die Heimat in meinem Leben, in meinen Beziehungen, mit mir selber. Ich fühle mich nicht am richtigen Ort. Ich bete, dass du kommst als grosses Gegenüber, das Heimat schenkt. Ich bete, dass wir so Momente gestalten können. Und ich bete, dass möchte ich segnen auch mit der Fähigkeit, dass der Heilige Geist dir die Schrift offenbaren kann, wenn du es wagst, in sie einzutauchen, dass du Gott begegnen kannst. Und ich danke dir, dass all das, was du uns jetzt auch aufgezeigt hast, dass du das bewahrst in unserem Leben, dass es du weiterführst, dass du uns in ein Unterwegs hineinziehst. Und ich möchte euch segnen für den Weg, den ihr euch vielleicht auch begebt. Mit dem. Amen. Ich will dir auch Mut machen, wenn du jetzt etwas entdeckt hast, etwas mitnimmst, dass du dir das vielleicht notierst. Du kannst es auf deinem Handy oder so, oder ein Notizbüchlein, das du dabei hast, das hilft manchmal, dass man es mitnehmen.